Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swissinfo Tofast Switzerland. Ich freue mich sehr, sind ihr mit dabei und ihr werdet sicher bemerken, dass sich etwas Kleines geändert hat. Ich bin nämlich jetzt mal testweise im Sitzen hier. Das heisst, ich will mal schauen, ob ich auch in dieser Position den gleichen Stuss rauslassen kann wie im Stehen. Wenn es euch passt oder spezifisch nicht passt, gebt mir doch einfach ein Feedback in den Kommentaren, dann weiss ich auch, was besser ankommt, weil mir persönlich liegt an sich beides. Und zum Einstieg schauen wir gerade mal nach Bern in Nationalrat. Und die meisten werden sich jetzt vermutlich denken, oh Gott, da verstand ich ja eh nicht, was die Politiker schnurren. Aber ich kann euch beruhigen, ihr müsst niemand zum Zuhören, ihr müsst einfach nur schauen, was der anhat. Der Nationalrat Jonas Fricker aus dem Kanton Aargau, der für die Grüne Partei im Nationalrat ist, hat nämlich sozusagen einen Tabubruch begangen, indem er nicht in einem Hemdli oder zumindest in einem Schlips eine Rede gehalten hat, sondern einfach in einem stinknormalen Bulli. Ich meine, vergleichen wir jetzt seine Rede einfach mal mit anderen Nationalräten. Die meisten haben irgendetwas, was ein bisschen schicker als der Alltag ist an, aber es gibt auch wirklich immer wieder Ausnahmen. Allerdings werden die Ausnahmen meistens irgendwie in Kombination mit etwas Schickerem gedreht. Das heisst, wenn zum Beispiel ein SPler eine Rede haltet und die SPler oder die Linke allgemein sehr gerne Farbe Rot tragen, hat dann der zum Beispiel einen roten Pulli über dem Hemdli an. Aber man merkt dann anhand vom Kragen, der oben raus schaut, dann eben trotzdem, dass er unten dran noch ein Hemdli anhat und dann gilt es immer noch als schicker als normalerweise. Die Frage ist natürlich, warum tun sich die Nationalräte überhaupt so schick anziehen? Es geht ja darum, was sie sagen und nicht wie sie aussehen. Jein. Ich meine, ich kann einfach mal sagen, was bei mir ungefähr los ist. Wenn ich die Tagesschau schaue am Abend, dann nehme ich einen Nationalrat, der im Anzug ist und der sich schick präsentiert, an sich ernster als ein Nationalrat, der einfach irgendwie in Strassenklamotten dort drin auftaucht. Vermutlich denken sich jetzt ein paar von euch, oh Gott, der Lionel schaut auf irgendwelches 0815-Zeugs, das eh keine Sau interessiert, aber ich glaube, unbewusst hat das eben doch noch einen grösseren Einfluss auf die Zuschauer, als man denkt. Und darum sind ihr gefragt, ihr seid ja Zuschauer, ich bin sozusagen eure Nationalrat oder zumindest eure Gastgeber. Ich habe zwar, wie ihr seht, kein Hemdli an, ich habe nicht mal einen Pulli an, ich habe ein T-Shirt an, das ist also wirklich unterste Schublade, müssen wir fast schon sagen. Das heisst, das erklärt auch, warum man mich manchmal nicht unbedingt so ernst nehmen kann. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt auf eure Meinungen. Ab ins Kommentar. Und wir bleiben gerade beim Thema Politik, weil das hat heute ein paar sehr interessante Sachen zu bieten. Bei der SVP wird nämlich momentan ziemlich gross aufgeräumt. Dort wird das halbe Vizepräsidium geräumt. Nämlich folgende 3 Leute müssen ihre Posten als SVP-Vizepräsident abgeben. Das sind Judith Uebersax, der Luzi Stramm und der Claude Alain Wable, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und nur ganz kurz, um Missverständnis vorzubeugen, bei der SVP ist es so, dass es auch mehrere Vizepräsidenten kann geben. Nicht gerade irgendwie so wie bei den Vereinigten Staaten, wo es nur zwingend einen gibt. Es ist manchmal wirklich üblich, dass es mehrere Vizepräsidenten gibt, was ja auch einfacher ist, wenn man sich die Arbeit teilen kann. Besonders Judith Uebersax ist nicht besonders glücklich über das, weil sie eben nicht einmal von der Partei informiert worden ist, dass sie jetzt eben nicht mehr Vizepräsidentin ist. Die hat nämlich jetzt als Reaktion auf das einfach mal gesagt, pa, so geht's ja wohl gar nicht, ich trete aus der Partei aus. Ich meine, ich kenne nicht den ganzen Hintergrund von dieser Story, aber wenn die Darstellung der Wahrheit entspricht und das zum Beispiel mir passieren würde, ich würde genau das Gleiche machen. Bei der SVP selber hat man aber nicht so viel Verständnis für das. Man findet dort, Judith Uebersax sei gar nicht so oft in den letzten Parteisitzungen präsent gewesen und hat darum, sich selber zu verantworten, dass sie das jetzt nicht direkt erfahren hat. Und die ganze Geschichte erinnert mich lustigerweise an einen Witz. Ein SVPler und ein SPler sitzen am Stammtisch und debattieren über ihre beiden Parteien. Der SPler sagt, schau, bei meiner Partei, bei meiner SP ist es so, wenn ich nicht zufrieden bin, dann kann ich zum Haus vom Parteipräsidenten gehen, ich kann in sein Büro stürmen, ich kann mit der Hand auf sein Pult klopfen und ich kann sagen, Herr Parteipräsident, ich bin nicht damit einverstanden, wie Sie die SP leiten. Sagt der SVPler, das kann ich auch. Der SPler, was, das kannst du auch? Sagt der SVPler, ja natürlich, das kann ich auch. Ich kann ins Haus von meinem Parteipräsidenten marschieren. Ich kann in sein Büro stürmen. Ich kann mit der Faust auf seinen Tisch klopfen und ich kann sagen, Herr SVP-Parteipräsident, ich finde es nicht gut, wie der SP-Parteipräsident seine Partei lauten. Also nur so viel dazu, wie man bei der SVP ungefähr mit Kritik umgeht scheint. Trotzdem bin ich natürlich sehr gespannt auf eure Meinung und falls ihr irgendwelche politischen Witze kennt, ab in die Kommentare, ich lache sehr, sehr gerne. Und jetzt sind wir beim dritten politischen Thema für heute. Und das ist auch wieder mal beste Unterhaltung, denn wir schauen jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Sendung SRF Arena. Wenn Sie allen Ernstes behaupten, mit Zahlen
Kontingent. Schutzklausel heisst de facto zahlen. Kämen Sie weiter, dann muss ich sagen... Herr Fribourg-Hus, Diskussionsverweigerung. meine Herren, meine Damen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich stelle fest, dass einer von meinen hochgeschätzten Gästen unzufrieden war ab dem Diskussionsverlauf. Ich hoffe, dass er zulässt von außerhalb des Studios. Ich hoffe, dass die Regie ihn dazu bringt, zurückzukehren. Und wir würden unterdessen weiter diskutieren mit den Gästen, die mit dabei sind. Was ihr hier gerade gesehen habt, ist die Debatte um die Umsetzung von der Masseneinwanderungsinitiative und der Herr Professor Freiburg-Haus, ein Europarechtler, ist von dieser Debatte so genervt gewesen, ist von dem Argument von Luzi Stramm, dem SVP-ehemaligen Vizepräsidenten, den ich gerade vorher erwähnt habe, so genervt gewesen, dass er sich kurzerhand entschlossen hat, da mache ich nicht mehr mit, raus, und hat die Debatte verloren. Er ist nachher wieder zurückgekommen, das beweist für mich Grösse, denn ein Abgang ist eine Niederlage, aber wenn man nachher wieder kommt, ist es an sich sogar eine noch größere Niederlage und er macht das extra, damit die Zuschauer mehr über das Thema erfahren. Chapeau. Hervorragend reagiert, muss ich sagen, hat der Moderator von der Sendung, der Jonas Breuer. Den habe ich vor ein paar Monaten kritisiert, weil er seine Sendung nicht so auf den sozialen Medien präsent hat. Vielleicht verbessert er das noch, aber auf jeden Fall in dem Moment muss ich sagen, hervorragend gelöst, hat einfach akzeptiert, ist nicht irgendwie perplex dagestanden, hat einfach sofort weitergemacht und das muss ich sagen, nochmal Chapeau. Gut, aber eigentlich möchte ich gar nicht auf das Beispiel selber einsteigen. Ich möchte viel mehr von euch wissen, was meint ihr dazu, wenn einfach plötzlich Talkshow-Gäste oder einfach eben jetzt Debattengäste mittendrin einfach aufhören. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Moderator oder Zuschauer gesehen wäre, ich wäre auch jetzt perplex gewesen. Ich hätte auch nicht groß gewusst, was mache ich jetzt? Wenn ihr an so einer Debatte teilnehmen würdet, was müsste passieren, dass bei euch der Kragen platzt und ihr wieder rausgeht? Auch das nimmt mir sehr Wunder. Ab ins Kommentar. Und das ist es mit dieser Swiss-Info. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn sie euch gefallen hat. Bitte gebt mir unbedingt eine Rückmeldung zu dieser Position zum Tisch, ob ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf den Tisch stellen sollte. Ansonsten checkt unbedingt meine Social Medias ab. Ich danke übrigens auch allen, die mir dort irgendwie irgendwas mitteilt haben. Man kann ja Insta Direct, Twitter kann man schreiben, Facebook kann man schreiben, das ist auch mega toll. Alles wäre in der Videobeschreibung und damit tschüss! Ich bin der Einzige, der um 1:45 in der Nacht aufnimmt.